Weil nicht nur der Hiers kann Gedichte schreiben, auch der Harald Pisat ist ein lyrischer Mensch. Und es gibt, auch ich habe ein Stammgasthaus, ein Stammbeisel, ein Stammwirtshaus. Und das ist das Gasthaus Weidinger in der Dannhauser Gasse im 4. Bezirk. Und das hat einen wunderschönen Innenhof. Und da kommt auch dieses alte Saletto, was da auf dem Buchcover oben ist, steht im Hinterhof in den großen Glasgarten mit den 2 Bäumen, riesige Bäume. Das ist mit Jogi Weidinger was zu tun? Überhaupt nicht. Den habe ich aber auch kennt. Und da geht es eigentlich um die, bei Stammgästen ist das Problem, also es gibt keinen schlimmen Gast als den Stammgast. Ne? Und wenn er zu lang im Lokal ist oder ja, über Jahre, ich glaube, der kann sich alles herausnehmen, ist eh klar. Und was noch das Problem ist, alles andere ist besser als das Stammlokal und das sagt er dem Wirten auch pausenlos und dann bricht er aus. Na bravo. Das muss man ja aufbauen. Und in dem Fall bricht er in Sacher aus. Ne? Deswegen heißt das Gedicht einmal nur in Sacher speisen. Oft habe ich mir gedacht, wie schön es wäre, einmal in einem feinen Restaurant zu speisen, hofiert zu werden als nobler Herr, denieren in den besten Kreisen. Der Weidinger in der Dannhauser Gassen, der hat auch richtig gutes Essen, da einmal möchte ich mich verwöhnen lassen, dort wo sich Haubenköche messen. Und ich denke mir, pfeif auf die paar Groschen und ich sag mir, erst was kostet die Welt, heute lass ich es richtig boschen und hab mir in Sacher einen Tisch bestellt. Mein schönsten Sonntagsgewandel auf der Westen vor der Taschenuhr, der ich ausgelöst habe im Pfandl, fuhr ich in einen Taxiflur. Der Maitre schaut von oben herab, er wiegt als ein Ganzer sehr boniert, fragt mit der Pinguin in seinen Frack, haben der Herr auch reserviert? Na freilich, sag ich drauf lakonisch und hoffe, dass er mich nicht behält, weil ich hab mich telefonisch als Herr Professor vorgestellt. Herr Professor, hochgeehrt, Ihr Tisch ist schon für Sie gedeckt und ich weiß ja, was Sie gehört, ich habe ihm einen Euro zugesteckt. Eine Tafel da, die war erbracht, mit prunkvoller Tischwäsche ausstaffiert, die haben sich sehr viel Arbeit gemacht, sogar die Glaseln haben es poliert. Am Steg, da waren die Griffe aus Gold, das kostet ein Maß, da erst was reden. Unserer kennt es halt nur gewickelt in Papierservietten. Ein Piccolo bringt mit einem Mutzbarhö einen Gruß aus der Küche, wie er es nennt. Er sagt, es heißt da Amisgö, ich frag mich, woher der Koch mich kennt. Was gibt's zum Trinken war jetzt schön, denke ich mir grad noch so bei mir, kommt da schon der Sommelier und ich bestelle bei ihm ein Bier. Schaut mir an, tut recht fein und Faltenschlag dabei seine Stirn. Zum Diner trinkt man hier Wein, welchen darf ich denn servieren? Ich entscheide mich für einen Sauvignon und ein Mineral dazu, ich mische meinen Spritzer an und der Kellermeister hat seine Ruhe. Wenn ich so da sitze und bin frei, am feinen Tisch im schönen Gewand, kommt der Chef de Rang vorbei mit der Speiskarten in der Hand. Da fangen wir gleich zum Schülern an, was aus der Küche heute so gibt, und weil ich kein Französisch kann, habe ich halt nur dauernd wichtig genickt. Als Entree, das war sein erster Vorschlag, Alaska-Lachs zart mariniert. Fisch gibt's beim Fritzl jeden Freitag mit Mayonnaise-Salat und nur paniert. Als zweiter Gang, wenn es beliebt, Potage Creme aux Champignons. Ob's da auch Suppen gibt, weil man morgen gerade famos. Herr Professor, belieben zu erwarten, danach noch ein Hors d'oeuvre chaud, Taubenbrüstchen frisch gebraten mit einer Soße aus Bordeaux. Die Hauptspeise, muss ich wirklich sagen, Filet de Bœuf auf Pfefferschaum hat wirklich alles andere geschlagen und auch die Beilagen waren ein Traum. Als Dessert, so hat er gesagt, servieren wir ein Omelette Surprise. Was das ist, habe ich nicht gefragt, weil das ja ein Geheimnis ist. Und wie das bringt, das hier ist die Geschichte. Und ich einmal gerade nicht zuschaue, trat der Hundling an das Lichtlabos drauf und trinkt mir so. Und schon schreit du, Teufelsbub, was tingelst da herum, du weh?
sagt er mit einer Engelsruhe, wünsche gut zu wundern, das Flambé. Und er ist in der Küche reiten, kommt einer mit einem Mutzturmwagen, der packt sich auf meiner Seite und fängt da sein Sprüche auf zum Sagen. Als Finale empfehlen zu erlauben, Fromage au choix vom Käsewagen, dazu erlesene, herbstgelesene Trauben, den edler Käse schließt den Magen. So bei den Käse wird auch noch gegessen und dann war mein Maul ja schon vorbei. Wollt's mich jetzt nicht für verfressen, aber so tun bin ich nicht dabei. Bei jedem Gang kann's euch schweren, kommen's daher mit Silbergeschirr, nur die Portionen sind zum Rehren, mein geschlossener Magen hängt bei den Knien. Und wie ich so da sitze beim Kaffee, dazu ein Stammballoni kommt, überlege ich, ob ich nicht zum Fritzel gehe und mir nur einen Schweinsbraten vergönne. Zu Ober sage ich freundlich zahlen und lege am Tisch mein gespartes Geld. Mir hat's wirklich bei euch gefallen, aber die Sache ist halt nicht mehr Welt. So gute, feine Küche ist, so brav die noblen Kölner sind, das eine ist für mich jetzt gewiss, ich bin beim Weidinger daheim.